Und ich freue mich sehr auf diese Oster-Input, ein paar Gedanken zu Ostern, zur Auferstehung. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich weiß nicht, was diese Gedanken mit euch machen. Für mich sind das unheimlich kraftvolle Worte. Und zwar merke ich immer wieder, wie das Worte sind, die nicht nur Kraft hatten damals vor 2000 Jahren, die nicht nur Kraft haben, weil sie den Lauf der Weltgeschichte verändert haben, sondern die auch ganz persönlich für mich Kraft haben. Ich liebe diese Osterbotschaft so sehr und ich bin immer wieder so ergriffen davon. Ich habe in der Vorbereitung für den Morgen heute, habe ich mir eine ganz alte Predigt mal angehört, so ganz frisch ab der Zeit, wo es langsam Tonaufnahmen gab. Und das war keine neue Botschaft. Es ist eigentlich für uns heute eine alte Botschaft. Und es geht ja noch viel weiter zurück. Und ich habe mir das angehört und es hat mich wirklich im Herz getroffen. Es war so ein Hühnerhaut-Moment. Vielleicht kennt ihr auch so Momente. Weil ich merke immer wieder, wie an Ostern, an der Auferstehung, wie da etwas gewaltig Großes passiert ist, das wir Menschen unmöglich jemals fassen können. Und ich merke aber immer auch, wie das etwas ganz Persönliches ist, das mit mir zu tun hat, das mich bewegt, das mich zutiefst, zuinnerst ergreift und wo ich merke, das hat ganz, ganz viel mit meinem eigenen Leben auch zu tun, mit dem Jesus auch, wie ich ihn kennen darf. Und ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute zusammen ein paar Gedanken über die Auferstehung teilen können, dass wir zusammen darüber nachdenken können und auch schauen können, was ist das für eine Kraft, die da drin steckt. Und ich habe einen Text ausgewählt, den wir zusammen lesen. Es ist ein sehr persönlicher Text auch. Es ist so der Text, der das wunderbar zum Ausdruck bringt, das unerwartet Große, was passiert ist, aber auch das unglaublich Persönliche, was da passiert ist. Und wir wollen zusammen diesen Text lesen, aber ich will einfach auch beten, dass auch du heute das erleben darfst, wie das Thema Auferstehung, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, was das für uns, für dich heute bedeutet. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du lebendig bist und dass du heute wirkst. Danke für diesen Text, den wir lesen dürfen zusammen. Und wir bitten dich, dass das Wort, ja, das heute gehört und gesprochen wird, dass das sein Werk ausrichtet in unseren Herzen. Amen. Wir lesen so diesen Auferstehungstext, das ist Johannes 20, Vers 11 bis 16, diese wunderbare Begegnung des Auferstandenen mit der Frau, die zum Grab gekommen ist. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabbuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabbuni, Meister. Jesus hat sie gerufen bei ihrem Namen und sie hat ihn erkannt.
Ich habe in diesem Text 4 verschiedene Dinge entdeckt, die ich besonders kraftvoll finde. Kraftvoll auch, so wie es im Thema heißt, für unsere menschlichen Zerbrüche. Und das Erste, das sind alles so ganz überraschende Dinge. Und das Erste, was ich völlig überraschend eigentlich hier in diesem Text entdecke, ist, der Tote, Jesus, kommt aus dem Grab. Ich finde, das ist etwas absolut überraschend Kraftvolles. Ich weiß nicht genau, wenn du jetzt das hier siehst, denkst du, ja vielleicht, ja, das haben wir alle schon 1000-mal gehört, das ist nicht so überraschend für dich jetzt. Wir feiern hier Auferstehung und so weiter, Jesus ist aus dem Grab gekommen, logisch, ist doch sonnenklar. Aber trotzdem ist es etwas absolut Überraschendes, womit niemand gerechnet hätte. Und auch heute ist es ja für viele Menschen etwas völlig Unvorstellbares. So ein Gedanke, der eigentlich nicht in das Herz hineinkommt von Menschen. Also wir haben hier diese Situation von Maria von Magdala, die zum Grab hingeht. Und sie geht dahin. Und das ist eine Frau, von der wir ein paar Dinge wissen. Wir wissen, dass sie ihr ganzes Leben auf Jesus gesetzt hat. Sie ist Jesus nachgefolgt. Sie hat sich völlig auf Jesus gestellt. Ich meine, es gibt ja heute viele Christen oder Leute, die sich Christen nennen, so 0815 Christen vielleicht. Keine Ahnung, was denen dann Jesus so bedeutet, aber bei Maria war das wirklich so. Jesus hat ihr alles bedeutet und sie hat ihr ganzes Leben auf ihn gestellt. Und wenn wir uns diese Situation vorstellen, dann kam diese Maria, dann war sie 3 Tage vor am Kreuz und hat dort Jesus gesehen, wie er starb. Wie er hingerichtet wurde, schrecklich, brutal. Und in dem Moment ist für sie eigentlich alles zerbrochen, was sie hatte. Das ganze Fundament ihres Lebens, in dem Moment ist das einfach, war dahin, war weg, war tot am Kreuz. Ein Riesenzerbruch, den Maria hier erlebt hat. Also ich denke manchmal, ich habe vorher von den 0815 Christen geredet. Es gibt viele Leute, die nennen sich Christen, aber wenn der Jesus plötzlich fehlt, dann macht das denen gar nichts aus. Vielleicht, wenn das Bankkonto plötzlich fehlt, macht es etwas aus oder so. Aber bei Jesus nicht. Aber bei Maria war das so. Für sie ist alles zusammengebrochen. Sie hat in einem Moment eigentlich das alles verloren, was sie hatte, worauf sie ihr Leben gebaut hatte. Das war alles weg. Und dann geht sie am Ostermorgen zum Grab. Wir fragen uns, wieso geht sie zum Grab? Was will sie dort? Sucht sie Trost? Dann sitzt sie dort und weint. Dann schaut sie hinein und sieht, oh, das ist ja leer. Das dunkle Grab gähnt sie an. Und sie weint. Manchmal denkt man, es wäre spannend, sie jetzt zu fragen, hey, wieso weinst du? Was geht in dir vor? Was sind so deine Gedanken? Was hat Maria wohl gedacht in dieser Situation? Sie sitzt weinend vor dem leeren Grab. Und dann schaut sie ja hinein und sieht diese Engel dort sitzen. Das ist ja komisch im Text. Irgendwie macht das fast gar nichts mit ihr. Sie hat nur die Sorge, wo ist der Jesus? Wo ist der Jesus? Und sitzt da und weint. Irgendwie ist sie ganz in ihrem so Film drin. Etwas hat sie ganz bestimmt nicht gedacht. Nämlich, dass Jesus auferstanden ist. Dass der tote Jesus lebendig geworden ist, das ist in diesem Moment nicht in ihr Herz hineingekommen. Das ist ja wirklich spannend. Die Menschen haben nicht damit gerechnet. Maria, die Jesus nachgefolgt ist, die hat nicht damit gerechnet, dass Jesus lebendig sein könnte. Auch die Jünger nicht. Das ist etwas absolut Spannendes und irgendwie auch Komisches. Die Jünger waren ja mit Jesus unterwegs. Sie haben alles gehört, alles, was Jesus gesagt hat. Die haben das zugehört, sich gemerkt, zu Herzen genommen. Und Jesus hat ihnen gesagt, ich werde sterben. Ich werde hingerichtet werden. Ich werde verspien werden. Und dann werde ich am Kreuz sterben, nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das hat er den Jüngern mehrmals gesagt. Aber irgendwie haben die das trotzdem nicht in ihr Herz aufgenommen. Die haben nicht damit gerechnet. Die hatten Angst. Sie gingen weg, sie rannten davon, sie versteckten sich. Und als dann die Botschaft kam, haben sie es nicht geglaubt, dass der tote Jesus lebendig wird. Das ist etwas, das kommt nicht aus menschlichen Gedanken.
Im Gegenteil, obwohl Jesus den Jüngern gesagt hat, die haben das für unmöglich gehalten. Und auch heute gibt es ja unglaublich viele Ausreden oder Möglichkeiten oder Theorien, was dann passiert sein könnte, außer dass Jesus eben nicht lebendig geworden ist. Also schon damals hat das begonnen mit verschiedenen Ideen. Maria hat sich ja gefragt, hat jemand diesen Leichnam weggetragen? Ich will ihn wiederholen, dass er wenigstens im Grab ist, irgendwie, dass das passt. Schon damals haben Menschen gesagt, ja, der Jesus, der tote Leib wurde weggestohlen von den Jüngern, damit die das sagen können, der sei auferstanden und so. Es gibt Leute, die glauben, dass Jesus einfach gestohlen wurde. Anscheinend ist das einfacher für das menschliche Herz zu glauben, als dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich frage mich manchmal, wieso, dass so die ängstlichen, verschüchterten Jüngern vor den Augen der schwer bewaffneten Legionäre, die das Grab bewacht haben, den Leichnam Jesu geklaut haben. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Aber irgendwie das ist so ein menschlicher Gedanke, manchmal fast einfacher. Es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus war gar nicht wirklich tot. Der war nur so scheintot und ist dann selber wieder aus dem Grab herausgekommen. Das muss man sich auch mal so vorstellen, wie das dann gewesen ist. Also Jesus, der gelitten hat am Kreuz, verblutet eigentlich da gehangen hat. Man hat ihm eine Seite gestochen und das ist eine schreckliche Szene. Und dann wird er ins Grab gelegt, 3 Tage ohne Essen und Trinken und dann irgendwie, wie soll das dann gehen? In der Grabeskühle wacht er irgendwie auf und schiebt den Stein weg, den die 3 Frauen gesagt haben, es ist unmöglich, den wegzuschieben für irgendwen. Aber es ist so ein menschlicher Gedanke auch. Es gibt so viele Ideen, was Menschen glauben, was da passiert sein könnte. Aber dass wirklich der Jesus von den Toten auferstanden ist und lebendig geworden ist, ist ein Gedanke, der kommt nicht in unser menschliches Herz. Und es gibt Leute, die sagen, ja, die Jünger haben halluziniert. Die hatten da diese Fantasie oder etwas geraucht. Nein, das weiß ich nicht. Oder woher die Halluzinationen dann kommen. Aber die waren da zusammen und irgendwie das war gar nicht Jesus. Da fragt man sich auch, wie kann das dann sein, dass Millionen von Menschen seit damals ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzen und Ruhe bei Jesus finden und Frieden bei Jesus und Halt und bis in den Tod hinein eigentlich eine Sicherheit haben, eine Ruhe haben. Und das alles nur aufgrund von ein paar Halluzinationen von den Jüngern. Keine Ahnung, was die gemacht haben da, aber es macht irgendwie nicht Sinn, aber unser menschliches Herz kommt auf so viele Ideen und das Neueste ist, dass es so eine Vorstellung, dass das Ganze einfach gar nicht stattgefunden hat real, sondern einfach eine Botschaft ist für uns, mit der wir heute etwas anfangen können. Aber so dieses Reale, dass Jesus wirklich aus dem Grab vom Tod ins Leben gekommen ist. Also ich finde das ein unglaublich kraftvoller Gedanke, weil wenn ich diese Geschichte lese, diese Maria, die das nicht damit gerechnet hat, das ist nicht etwas, was von uns Menschen kommt, diese Idee. Das ist etwas absolut Göttliches. Das ist nicht etwas, was Menschen konstruieren würden, was ein Gott macht hier auf dieser Welt. Also es ist etwas völlig Übermenschliches, Übernatürliches, was da passiert ist, was da vorgegangen ist. Etwas, was nicht aus Menschenherzen kommt, sondern etwas, was von Gott kommen muss. Es kann gar nicht anders sein. Und wenn ich mir diese Ostergeschichte anschaue, wenn ich sie lese, wenn ich da schaue, was passiert ist, dann wird für mich klar, wenn Jesus Gott ist, wenn Jesus Gottes Sohn ist, wenn es Gott gibt, dann ist das absolut kein Problem, dass aus dem Tod Leben werden kann. Aber wenn ich das nicht glauben will, wenn ich nicht glauben will, dass Gott alle Macht hat, dann suche ich natürlich Antworten und Ausreden. Deshalb das mein erster Punkt. Es ist eigentlich für menschliches Denken etwas Überraschendes, dass der tote Jesus leibhaftig in der Realität wieder zum Leben kommt. Niemand hat damit gerechnet, aber trotzdem, Maria war da beim Grab und sie hat es dann mit eigenem Leib erfahren. Und Maria hat das ganz persönlich erfahren, das ist der zweite Punkt, das überraschend Persönliche an dieser Geschichte. Jesus ruft dich mit deinem Namen. Also, dass der tote Jesus lebendig ist, etwas absolut Interessantes. Dass er nicht im Grab blieb und eigentlich bis heute lebendig ist und uns mit seinem Namen ruft. Es ist so eine Idee oder eine Vorstellung, wo wir wirklich sagen können, das ist etwas unglaublich Kraftvolles,
weil es nicht darum geht, sage ich mal, eine Religion aufzustellen, eine Philosophie zu begründen oder irgendeine Weltanschauung oder Ideologie zu bringen. Das sind alles Dinge, die können keinen Halt geben, wenn es wirklich darauf ankommt. Wenn es Abgründe gibt, wenn es schwer wird, wenn es aufs Sterben zugeht. Sondern es geht darum, dass Jesus lebendig ist und uns begegnen möchte. Das ist etwas ganz anderes. Etwas absolut Einmaliges. Dass der Erlöser, dass der Erretter, dass er lebt und für uns lebt, das trieft nur so von Barmherzigkeit. Das ist unglaublich Schönes auch. Ich liebe das auch an dieser Osterbotschaft, dass ich nicht hier stehen muss und irgendwelche moralischen Werte predigen muss. Ich meine, in unserer Zeit wäre das ja auch nötig, dass man viel Moral predigen muss oder so. Dass man sagen muss, was gut ist und was schlecht, aber wenn ich daran denke, was alles Böses aus dem Herzen von Menschen herauskommt, das wäre ja eine Predigt dann ohne Ende. Aber ich darf heute hier stehen und euch sagen, Jesus lebt. Jesus will mit uns zusammen sein. Er ist hier gegenwärtig. Unser Tröster, er lebt. Derjenige, der uns errettet von Sünde, von Tod, von Teufel, von der Hölle. Unser Erlöser, er lebt. Er ist jetzt gegenwärtig. Und er ist hier. Und ich glaube auch, währenddem wir hier sitzen, geht er durch die Reihen. Ist er hier? Will er bei dir zu Hause sein und reden und unsere Herzen berühren? Es geht nicht darum, in dem Sinn, was wir für schöne Worte hören, sondern es geht darum, was Jesus heute dir sagt. Der auferstandene Jesus. Und Jesus hat auch mit Maria geredet in unserem Text. Er hat gesagt, wen suchst du? Ist dir diese Frage schon mal aufgefallen? Also Jesus, meine logisch wäre, dass Jesus sagt, hey, was suchst du? Oder wenn jemand zum Grab geht, sagt man, was suchst du hier? Suchst du Trost? Suchst du irgendwie Wehmut? Man sucht nach etwas beim Grab, aber nicht nach einer Person. Wen suchst du? Jesus fragt, wen suchst du? Er fragt auf einer ganz anderen Ebene, auf der Beziehungsebene. Wen suchst du? Also Jesus geht es nicht darum, um Sachen, um Dinge, sondern um eine persönliche Beziehung. Wen suchst du? Und Maria kennt ihn zuerst nicht, sie meint, es sei der Gärtner und so weiter. Das ist auch eine ganz spannende Episode. Bis zu einem Moment, nämlich dann, als Jesus ihren Namen sagte. Maria. Und in dem Moment merkt sie es. Jesus ruft dich mit deinem Namen. Das ist mein Wunsch für heute, dass wir das zusammen erleben dürfen. Egal, ob du schon mega lange Christ bist oder ob du sagst, mit Jesus kannst du gar nichts anfangen. Ich wünsche mir und ich habe gebetet, dass du die Stimme von Jesus hören darfst, wie er deinen Namen ruft. Wie er dich bei deinem Namen ruft. Heute in diesem Moment. Du bist gerufen, also es ist etwas Unglaubliches. Jesus ist auferstanden von den Toten und das Erste, was er macht, er ruft Maria. Und sie erkennt ihn in diesem Moment. Was ich auch absolut überraschend finde an dieser ganzen Ostergeschichte ist, dass es so fast privat wirkt. Also eigentlich würde man denken, ja, da ist der Gott und er aufersteht von den Toten, da ist ein riesiger Triumphzug los. Aber die Ostergeschichte ist kein Triumphzug, sondern es ist überraschend kraftvoll, weil Jesus ist da für Menschen am Abgrund. Also ich würde jetzt von mir aus sehr gerne ins Triumphgeschrei einstimmen und das wäre etwas, das liegt uns Menschen ja auch. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Aber um ehrlich zu sein, am ersten Osterfest, da war kein Triumphzug. Da war kein Triumphgeschrei zu hören. Das ist da irgendwie ausgefallen. Sogar das Gegenteil war der Fall. Eben, es war so persönlich. Jesus geht hin zur weinenden Maria. Sie fragt, warum weinst du? Ich finde das so
absolut etwas Bedeutsames. Johannes hat dieses Evangelium geschrieben und er schreibt da diese Episode von Maria hin, Maria von Magdala. Er hebt das so richtig hervor, diese persönliche Begegnung. Das ist etwas sehr Interessantes. Also wir fragen uns ja, wer ist diese Frau denn? Wir erfahren nur weniges über sie. Sie heißt Maria von Magdala, weil sie aus dem Dorf Magdala wahrscheinlich stammt. Dort ist sie hergekommen. Wir lesen einen kleinen Nebensatz im Lukas-Evangelium über diese Frau, nämlich, dass Jesus von ihr 7 Dämonen ausgetrieben hat. Das wäre jetzt ein interessantes Thema, um da ein bisschen mehr darauf einzugehen, was das genau bedeutet. Aber was wir ganz klar sehen, diese Maria von Magdala, sie war eine Frau, die war gefangen. Die kannte dunkle Seiten im Leben. Die wurde getrieben. Die war gebunden. Sie kannte äußerliche Dunkelheit, innerliche Dunkelheit und Jesus hat sie befreit. Was für eine wunderbare Befreiung, was Maria da erlebt haben muss. Also diese Maria, sie hat Jesus wirklich erlebt. Sie kannte so das Verlorensein, das Dunkle, aber sie kannte auch das Befreitwerden, die Kraft von Jesus, die er hatte. Sie kannte Jesus, seine Hilfe, die er brachte. Und wir können uns ja vorstellen, als sie da beim Kreuz stand und Jesus gestorben war, wie da der alte Abgrund wieder aufgerissen ist. Und sie sich gefragt hat, ist jetzt alles wieder weg? Ist Jesus trotzdem nicht der, für den wir ihn gehalten haben? Ich kann mir richtig vorstellen, wie da die Teufel wieder geheult haben. Und jetzt sitzt sie da am Grab und weint. Kurz vor dem Abgrund, kurz vor dem Zerbruch. Und Jesus geht zu ihr hin. Jesus, das Erste, was er macht als Auferstandener, es geht zum Menschen am Abgrund. Und das ist das, was Jesus gemacht hat, auch weiter, wenn wir lesen. Er ist dem Petrus begegnet. Petrus, ein Jünger, der stolz war, der gesagt hat, Jesus, ich gehe mit dir überall hin bis in den Tod. Dann hat er Jesus verleugnet. 3-mal. Und wir können uns vorstellen, wie das Gewissen von Petrus ihn angeklagt hat. Verräter, Versager. Ein Mann am Abgrund, mit dem wir uns oft sehr gut identifizieren können. Und Jesus ist zu ihm hingegangen. Ist zu ihm hingegangen und hat ihn getröstet. Und wir kennen andere Episoden von Jesus, wie er zu den Menschen hingegangen ist, zu den verängstigten Jüngern, zu dem zweifelnden Thomas. Ich glaube nicht, dass der auferstanden ist. Ich muss das mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Fingern fühlen. Und Jesus ist zu ihm hingegangen, hat seine Hand genommen, in seine Seite gelegt und gesagt, hier schau, du darfst es fühlen. Der auferstandene Jesus ist ein Jesus, der zu Menschen am Abgrund hingeht. Und wenn ich das mit dem Bild so ausdrücken darf, Jesus selber ist ja in den tiefsten Abgrund hineingegangen und hat ihn ausgefüllt, dass wir über Jesus hinweggehen können und über die Abgründe hinweggehen können durch Jesus. Mit seinem eigenen Blut hat er den tiefsten Abgrund für uns ausgefüllt. Was für einen wunderbaren Blick auf Jesus, den Auferstandenen. Für mich ist das etwas Kraftvolles. Jesus ist nicht gekommen als großer Triumphator und hat allen gezeigt, wie das alles läuft und so weiter. Sondern er ist als Auferstandener zu den Menschen am Abgrund hingegangen. Derselbe Jesus, der am Kreuz hing, der für unsere Schulden bezahlt hat, der unsere Sünde, unser Schlechtes auf sich genommen hat, der sein Blut vergossen hat für uns, der sich geopfert hat. Für die Schwachen, für die Sünder. Ich zähle mich da auch dazu. Dasselbe, der auch auferstanden ist. Für die Sünder. Für die Menschen am Abgrund. Für die Leute, die Dunkelheit kennen. Die Nöte haben. Die Ängste haben. Und das führt mich noch zum 4. absolut überraschenden Punkt. Der auferstandene Jesus, er ist überraschend kraftvoll, weil er ist auch der verwundete Jesus. Das ist wirklich etwas absolut Spannendes. Wenn wir über Jesus lesen wir am Karfreitag, wie er eigentlich geschlachtet wurde fast. Und dann lesen wir immer wieder diese interessante Bezeichnung von Jesus.
auch als Auferstandener vom geschlachteten Lamm. Dass er wie ein geschlachtetes Lamm ist. Ist ja interessant, wenn wir Menschen Wunden haben oder irgendwelche Pickel oder Dinge, die nicht so schön ausschauen an uns, versuchen wir sie zu verbergen. Wir setzen unser Ostermorgen-Sonntagsgesicht auf und strahlen, dass man ja keine Wunden sieht. Aber bei Jesus war das genau anders. Irgendwie in dieser ganzen Ostergeschichte werden die Wunden von Jesus immer wieder fast brutal zur Schau gestellt. Seine Nagelmale, die bleiben sichtbar. Seine Wunde an der Seite. Und auch wenn wir weiterlesen in der Bibel, in der Offenbarung ist ja dieser wunderbare Bericht, wo Johannes einen Blick in die himmlische Zukunft erhält. Und wir lesen in Offenbarung 5, wie Johannes in diese himmlische Welt hineinschaut und er sieht den Thron des Allmächtigen. Und er sieht die Heerscharen und die Gewalten, wie sie da sind. Und dann geht die Frage durch den Himmel. Wer ist würdig, Gottes Plan auszuführen? Und keiner wird als würdig befunden. Und es ist interessant, dann Johannes beginnt zu weinen. Und ein Engel kommt zu ihm und sagt, hey, sei still. Und dann treten die himmlischen Heerscharen auseinander. Und Jesus erscheint, der würdig ist. Und er erscheint als geschlachtetes Lamm in dieser himmlischen Herrlichkeit. Ein Lamm mit Todeswunden heißt es da. Wenn Jesus am Ende der Welt wiederkommt, wie uns das Bibel prophezeit, dann heißt das, er kommt in Herrlichkeit. Und er hat das Gewand an, das mit Blut besprengt ist. Der auferstandene Jesus, er ist der verwundete Jesus, der sich für uns verwunden ließ, der für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und er ist dasselbe damals wie auch heute. Ist ja interessant, Paulus, viele kennen Paulus als gewaltigen Gemeindegründer und starken Mann, der weiß auch nicht, wie viele Dinge für Gottes Reich bewirkt hat. Und der ist ja zu Jesus an Glauben gekommen, der ist Jesus in seiner Herrlichkeit und Glorie begegnet. Auf dem Weg nach Damaskus war das Licht und die Herrlichkeit und er wurde blind und von dem Moment an hat er nicht mehr an Jesus gezweifelt. Paulus hat diese Herrlichkeit gesehen von Jesus, aber selber sagt er, dass er kommt und nichts anderes wissen will, als dass er den gekreuzigten Jesus predigt. Der auferstandene Jesus ist der gekreuzigte Jesus, der da ist für unsere Schuld, für unsere Sünden. Nicht der große Triumphator, sondern derjenige, der uns kennt, der zu uns kommt und uns unsere Schuld abnehmen will. Das ein paar Gedanken dazu, wieso Ostern kraftvoll ist für uns heute, wieso Ostern so ganz anders ist als das, was wir uns manchmal aus menschlicher Sicht vorstellen. Und ich will dich ermutigen, ich will zum Schluss kommen und dich ermutigen, dass vielleicht vielleicht gibt es einen Gedanken, der dich heute angesprochen hat. Ein Wort, das dir Jesus geredet hat. Ich will dich ermutigen, dass du das mitnimmst und weiter bewegst. Vielleicht hast du gehört, wie Jesus heute deinen Namen ruft, wie er dich kennt, wie er dich zu sich ruft und sagt, hey, ich bin auch da für dich, ich rufe auch dich persönlich bei deinem Namen. Dann will ich dich ermutigen, gib Jesus eine Antwort. Rede mit ihm. Vielleicht gibt es so ganz praktische Möglichkeiten, wie du es machen kannst. Ich habe ein paar von diesen Dingen zusammengefasst und hinten auf ein kleines Blättchen gelegt. Das kannst du mitnehmen. Das sieht so aus. Es hat eine Vorderseite, wo der Bibeltext nochmals steht. Da kannst du für dich nochmals lesen. Und auf der Rückseite hat es so 6 ganz kleine praktische Ideen, Möglichkeiten. Vielleicht wäre das ein möglicher nächster Schritt für dich, dass du sagst, hey ja, ich will Jesus eine Antwort geben. Also das Erste, was hier steht, ist übrigens auch im YouTube in den Bemerkungen verlinkt, da kann man es auch herunterladen. Also das Erste, was hier steht, ist einfach eine kurze Idee, wie man Gott in einem Gebet eine Antwort geben kann. Jesus, ich habe dich gehört, du rufst mich. Oder du bist hier und sagst, ja, ich will Jesus besser kennenlernen. Nimm mich mit, Jesus, auf einen Weg.
Vielleicht sagst du auch, ja, diese verschiedenen Gedanken, ich will mehr von Jesus erfahren. Ich habe 2 verschiedene so Bibellesepläne, die digital online verfügbar sind, hier verlinkt. Ein kurzer und ein langer, um mehr über Jesus zu erfahren, über diesen Jesus, der so überraschend anders ist. Es wäre eine Möglichkeit, um das weiter zu vertiefen. Vielleicht sagst du auch, hey, ich bin ein Mensch, der wirklich am Abgrund steht. Das, was Maria hier erlebt, die ja so am Abgrund steht, das kenne ich auch aus dem eigenen Leben. Und es gibt ja 2 Arten von Abgründen. Es gibt Leute, die stehen am Abgrund wirklich, weil ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil sie vor Herausforderungen stehen oder Schicksalsschläge erlebt haben. Da muss man nicht lange erklären, was so ein Abgrund sein kann. Es gibt auch Leute, die sagen, mir geht es gut, ich habe alles, was ich brauche, ich bin ein guter Mensch, ich lebe gut, ich kenne keine Abgründe in meinem Leben. Und dann will ich dich ermutigen, auch weiterzudenken. Spätestens in dem Moment, wo wir auf dem Sterbebett liegen und uns fragen, wo führt jetzt diese Reise hin? Wenn die letzte warme Hand aus unserer Hand hinausgleitet und wir uns fragen, wer hält mich jetzt? Diesen Abgrund kennen wohl alle Menschen. Also wenn du sagst, ja, ich stehe am Abgrund und ich wäre froh auch mal um ein Gespräch, egal ob das ein großer oder kleiner Abgrund ist. Wir haben so eine Gesprächsbox, das steht hier auch drauf, ist auch verlinkt. Auch eine gute Möglichkeit, so eine Gesprächsbox zu buchen oder mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Wie kann ich Jesu Hand wirklich halten, wenn es um den Abgrund geht? Oder wenn du sagst, ich bin kein so Superheld, darf ich trotzdem zu Jesus kommen? Das Thema von dem nächsten Sonntag von der Predigt. Jesus braucht keine Superhelden. Oder vielleicht ist auch etwas ganz anderes dran. Ich will dich ermutigen, das, was Jesus dir gesagt hat heute, dass du das zu Herzen nimmst und weiter bewegst, weiter mitnimmst. Ich will auch beten. Jesus, du bist heute hier lebendig. Du bist nicht mit den Augen sichtbar in dieser Welt, aber mit dem Herzen sichtbar in dieser Welt. Und ich bitte dich, Jesus, für das, was du heute in uns hast anklingen lassen, dass wir das mitnehmen, dass wir es bewahren und dass wir es weiter bewegen. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir dich ein Stück besser kennenlernen dürfen. Und dass es in unserem Leben nicht darum geht, was suchst du, sondern wen suchst du. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns in diesem Wen begegnest. Ich will dich in diesem Moment auch gerade für die Menschen bitten, die am Abgrund stehen, die einen Abgrund vor Augen haben, der jetzt so hochgekommen ist. Jesus, du bist für uns in den tiefsten Abgrund gegangen und du trägst uns. Und ich bitte dich für die Menschen, dass du ihnen Trost, Hoffnung und Zuversicht geben kannst, weil du hast alle Kraft über die tiefsten Abgründe hinaus. Amen. Ich lade dich ein, einzustimmen ins nächste Lied. Behold him. Schauen wir auf Jesus, betrachten wir ihn. Vielleicht ist es dir aber auch einfach darum, zuzuhören, die Worte mitzulesen, in deinem Herzen zu bewegen und in diesen Liedtexten hinzuschauen auf den Jesus. Wer ist dieser Jesus? Was hat er für mich gemacht? Er hat den größten Sieg errungen und geht trotzdem zu den Menschen am Abgrund hin. Er zeigt seine Wundmale, weil er der Gekreuzigte für uns ist bis heute. Wir dürfen das zusammen singen. Du darfst das auch in dein Herz einfach aufnehmen und mitlesen. Ich will dich dazu einladen.